Ja, als ich heute Morgen mit meiner Frau im Bett wach geworden bin, sagt sie auf einmal, ich habe einen heimlichen Wunsch. Ich sag, was hast du denn? Sagt sie, ich hätte mal Spaß an einem schönen, flotten Dreier. Ja, ich sag, dann kauf dir doch der BMW. In dem Moment geht bei uns das Telefon, war das die Schwiegermutter. Die lebt jetzt in einem Altenheim. Sagt sie, wenn du Zeit hast, kommst du mal vorbei und dann fährst du mich mal zum Puff. Ich sag, Schwiegermutter, was willst du im Puff? Sagt sie, ich möchte mich da mit den Damen mal unterhalten. Ich will mal wissen, was die verdienen. Ich sag, wieso willst du wissen, was die verdienen? Ja, sagt sie, hier kriege ich immer nur eine Tafel Schokolade. Als meine Frau dann bei uns aus dem Fenster guckt, sieht sie auf einmal, bei uns im Vorgarten liegt einer und schläft. Wahrscheinlich ist er besoffen. Geh mal raus, dann legst du den jeden über auf die Wiese. Habe ich mir den mal angeguckt. Ich sage, der ist ja bald 2 Meter groß, der wiegt doch bestimmt 100 Kilo. Wie soll ich den denn tragen? Ja, setzt dann gehst du eben zweimal. Ich sage immer, jetzt hast du ja morgen Geburtstag, was soll ich dir eigentlich schenken? Sagt sie, lass es sein, du brauchst mir nichts zu schenken. Ja, ich sage, da habe ich auch schon dran gedacht. Sagt sie, kannst du nicht mal was freundlicher sein? Früher hast du mir wenigstens schon mal das Kinn gestreichelt. Ja, ich sage, da hattest du ja nur eins. Ja, sagt sie, kannst du nicht wenigstens mal 3 Worte sagen, die mich in den Himmel schweben lassen? Ich sage, häng dich auf. Ja, ich habe meine Frau auch schon mal mit einem anderen Mann erwischt. Ich sage, was ist denn hier los? Wer ist das überhaupt? Sagt sie, der arbeitet deine Rückstände auf. Sagt sie, weißt du überhaupt noch, wann wir uns das letzte Mal geliebt haben? Ich sage, das war zu der Zeit, als der Niki Lauda noch 2 Ohren hatte. Sagt sie, kannst du mir mal sagen, warum du mich damals überhaupt geheiratet hast? Ich sage, weil ich damals noch keine Fertiggerichte gehabt. Vor Jahren, sagt sie, was ich dich immer mal fragen wollte. Wenn ich mal tot bin, könntest du dich dann noch mal in eine andere Frau verlieben? Ich sage, dafür brauchst du nicht zu sterben. Ja, ich musste dann gehen, damit ich auch pünktlich bei der Arbeit bin. Kommt mir am Weg da eine alte Schulkollege entgegen mit seiner Frau. Sagte, wir gehen uns jetzt für das Schlafzimmer so eine kleine Teppich kaufen, so eine Brücke. Ich sage, so was kommt bei mir im Schlafzimmer nicht rein. Sagte, warum nicht? Ich sage, wo kein Verkehr ist, kommt auch keine Brücke hin. Ich komme in die Firma rein, kommt mir am Flur ein Kollege entgegen, ist der ganz laut am Lachen. Ich sage, warum lachst du so? Sagte, stell dir mal vor, unser Chef ist eben die Treppe runtergefallen. Wie er mir das gesagt hat, habe ich geweint. Sagte, warum weinst du so? Ich sage, weil ich nicht gesehen habe. Wie ich in das Büro komme, war mein anderer Kollege auch schon da. Ich sage, was strahlst du so? Er sagte, du weißt doch, dass ich das 2. Mal verheiratet bin und jetzt mit meiner 2. Frau bin ich so richtig glücklich. Ja, ich sage, warum hast du die ja nie zuerst geheiratet?
Sagte, da habe ich die doch noch ja nicht gekannt. Ist ja komisch, bei uns im Kehlclub haben sie die alle gekannt. Jetzt konnte ich an dem Tag früher Feierabend machen, weil ich einen Termin beim Arzt hatte. Wie ich bei dem Arzt reinkomme, sage ich, Herr Doktor, ich wollte mal alles nachgucken lassen. Als der mich dann untersucht hat, hatte sein Freund angerufen. Sagte zu dem, du suchst doch eine Wohnung. Ich habe das zuerst auch nicht verstanden. Dann hatte mir noch eine Überweisung gegeben für den Psychiater. Bin ich da auch hingegangen. Ich sage, Herr Psychiater, ich glaube, ich bin ein Pferd. Sagte, seit wann haben Sie das denn? Ich sage, das Gefühl habe ich schon gehabt, als ich noch ein Pony war. Ja, sagte, das kann man behandeln, aber so eine Behandlung ist sehr teuer. Ja, ich sage, da müssen wir warten, bis ich das nächste Rennen gewonnen habe. Ja, jetzt war es noch früh, ich hatte viel Zeit, ich denke, könnte Sie gut meine Sauna gehen. Wie ich in die Sauna reinkomme, sitzt da auch die Frau, die ich einen Tag vorher auf der Straße angesprochen habe. Guckte mich an, sagte, ach, Sie schon wieder? Ja, ich sage, aber das Angebot, was ich Ihnen gemacht habe, das steht noch. Ja, sagte, das sehe ich. Ich komme später aus der Sauna raus, kommt ein alter Arbeitskollege. Ich sage, was hast du so eilig? Sagte, meine Frau steht kurz vor der Niederkunft und bei der Geburt möchte ich dabei sein. Ja, ich sage, bei der Zeugung war sie ja verreist. Jetzt ist da genau jene über eine Polizeiwache. Hängt da draußen so ein ganz großes Fahndungsfoto. Bin ich in die Wache rein, sage ich, für den Schutzmann. Das Bild, was da draußen hängt, wer ist das eigentlich? Sagte, das ist ein Verbrecher, den suchen wir. Ich sage, warum habt ihr den denn nicht festgenommen, als er den fotografiert hat? Hat er mir ja keine Antwort drauf gegeben. Bin ich abgehauen und auf kürzestem Wege direkt in meine Stammkneipe. Und wie ich dahin kommt mir eine Frau entgegen, spricht die mich an. Sagt sie haben die Hose auf. Ich sage, wenn der Wellensittich tot ist, kann der Käfig auch offen sein. Jetzt sitzt vor der Kneipe auch immer eine Bettler. Und immer wenn ich an dem vorbeigekommen bin, habe ich dem 2 Euro gegeben. Aber diesmal habe ich ihm nur 1 Euro gegeben. Guckte mich an, sagte, was ist los? Ja, sag, mein Sohn fängt jetzt an zu studieren, das kostet mich viel Geld, das geht nicht mehr so. Ja, sagte, finden Sie das gut, dass Ihr Sohn auf meine Kosten studiert? Ich komme in die Kneipe rein, guck, der wird so komisch. Ich sage, was guckst du so? Sagte, die Schwiegermutter ist gestorben, 97 Jahre. Ich sage, was denn, ja, ist die noch voll da? Sagte, das wissen wir noch nicht, das Testament wird erst morgen eröffnet. Ich sage, wie war im Urlaub? Sagte, wir waren in Rom, da wollten wir das Kolosseum besichtigen, aber da stand nur der Rohbau. Ich sage, das ist dasselbe wie am Brandenburger Tor, da sind auch noch keine Türen drin.
Mischt sich einer ein, sagt, hör bloß auf mit Urlaub. Letztes Jahr im Urlaub ist meine Frau schwanger geworden, dieses Jahr im Urlaub ist sie wieder schwanger geworden. Ja, ich sage, soll das denn jetzt immer so weitergehen? Nee, sagt, nächstes Jahr fahren wir wieder zusammen. Steht einer neben mir, sagt, stell dir mal vor, meine Frau ist gestern mit meinem besten Freund abgehauen. Ich sage, wer ist das denn? Wie heißt der denn? Sagt er, wie der heißt, weiß ich nicht. Ich sage, wieso weißt du nicht, wie der heißt? Du hast doch gesagt, das wäre dein bester Freund. Ja, sagt er, aber doch erst seit gestern. Sagt er, aber ich habe schon wieder eine neue Freundin und mit der habe ich überhaupt keine Probleme. Ich sage, was ist denn, wenn du die Probleme deiner Freundin mal nicht erfüllen kannst? Sagt er, dann lasse ich die Luft raus und tue sie wieder in den Karton. In dem Moment geht die Tür auf, kommt mein bester Freund rein. Ich sage, bist du auch schon wieder hier? Sagt er, stell dir mal vor, unser Hausmädchen ist krank, die hat Scharlach. Oh, ich sage, das ist gefährlich, das ist ansteckend. Ja, sagt er, und die hat mich geküsst und jetzt habe ich das auch. Ich sage, das ist ja furchtbar. Ja, sagt er, was Schlimmste ist, ich habe danach auch meine Frau geküsst. Ja, ich sage, dann habe ich es jetzt auch. Jetzt steht da eine Theke, auch die Frau von einem Bekannten. Ich sage, wo ist denn dein Mann? Sagt sie, mein Mann ist abgehauen, aber ich lasse den jetzt von der Polizei suchen. Glaubst du, dass die den finden? Ja, ich sage, hat er denn irgendwelche besonderen körperlichen Merkmale? Nee, sagt sie, die kriegt er erst, wenn er wieder zu Hause ist. Ich sage, ich habe deinen Mann gestern gesehen, da habe ich gesehen, wie der in Puff gegangen ist. Sagt sie, das hat keine Bedeutung. Ich sage, wie, das hat keine Bedeutung. Sagt sie, nicht jeder, der ins Stadion geht, kann auch Fußball spielen. Sagt sie, weißt du auch, dass 90% aller Frauen sexuell unbefriedigt sind? Ja, ich sage, tut mir leid, aber ich kann nicht überall sein. Sagt sie, ich habe jetzt mal mit unserem evangelischen Pastor gesprochen. Ich habe dem gesagt, dass ich meinen Mann gern mal betrügen würde. Der hat auch gesagt, ich könnte das machen, aber für das Vergnügen müsste ich 500 € in der Klingelbeutel tun. Ich sage, muss zum katholischen Pastor hin, der kostet nur 20 €. Sagt sie, warum das denn? Ich sage, weil er nicht weiß, wie schön das ist. Als ich dann später aus der Kneipe rauskomme, kommt da einer mit dem Fahrrad, hatte mich umgefahren. Ich sage, bist du blind? Sagte, wieso? Ich habe dich doch getroffen. Ja, so hat im Leben alles seine Zeit. Heute Freude und morgen Leid. Doch, dass ihr verschont bleibt von Sorgen und Schmerzen, das wünsche ich euch einen Knallkopf von ganzem Herzen. Dankeschön. Tschüss zusammen.